Also ganz so schlimm war es ja dann doch nicht mit diesem Killerquai. Aber es war schon ein Wahnsinn, wie viel es dort gegeben hat. Und wenn ich das Madel mit der Qualle nur ein paar Tage früher gesehen hätte, dann war ich nicht ein paar Mal um mein Leben geschwommen, als ich Dutzende von diesen Weichtieren auf mich zuschweben gesehen habe. Das war Wahnsinn. Na echt! Aber jetzt von Anfang an. Grüß euch. Mein Weiberl und ich, wir waren ja heuer wieder mal in Griechenland. In Chalkidiki, um genau zu sein. Und um noch genauer zu sein, wir haben unser Hotel am mittleren Finger gebucht gehabt. Na, nicht dieser Mittelfinger, der da. Genau. Und hier in Sidonia haben wir in Nikiti gewohnt. Und unser Hotel, das Geranium Village, echt, das war ein Goldcliff sondergleichen. Wie ein echtes Dorf. Mit allem drum und dran. Dort hat es ein Restaurant gegeben, eine Taverne, einen Kinderspielplatz, Sportmöglichkeiten, ja, und last but not least der Pool. Der hat auch alle Stückchen gespielt. Dort hat man so ein richtiges Urlaubsfeeling gekriegt, ohne dass man das Hotel verlassen hat müssen. Na, keine Angst nicht. In dem Film gibt es schon noch mehr zum Sehen wie das Hotel, oder? Aber sicher, klar, ganz am Schluss dann. Aber schaut sich das selber an. Viel Spaß! Auf geht's nach Griechenland! Die Flugzeit von Wien nach Thessaloniki beträgt für die rund 1000 Kilometer knappe 2 Stunden. Das ist mit einer Maskenglade noch zum Aushalten gewesen.
Als ob ihm aufgefallen ist, dass die ersten Aufnahmen seitenverkehrt waren, hat eine Flasche Olivenöl gewonnen. Er kann sie an der Rezeption vom Hotel Geranium Village abholen. Es ist wie im Paradies. Jetzt sind wir auf meinem Lieblingsweg. Da ist eine Laube mit Weintrauben. Wenn man nach oben schaut und nach oben greift, könnte man eigentlich welche pflücken. Habe ich auch schon gemacht. Und es gibt Oliven und Oleander und Granatäpfel. Und alles ist so gepflegt. Und wenn ich da in die Ferne schaue, sehe ich das Meer glitzern. Also es ist wie im Paradies. Και από τα μάτια σου την ήττα θα δεχτώ. Από το χθες στο σήμερα δεν ήρθα. Έμεινα πίσω εκεί που μ' άφησες. Αυτή είναι η μεγάλη μου αλήθεια. Ζω γιατί κάποτε μ' αγάπησες. Ζω γιατί κάποτε μ' αγάπησες. Από το χθες το αύριο δεν πάω. Γυρνάνε πίσω τα ρολόγια μου. Μην αμφιβάλλεις πως θα σ' αγαπάω. Όσο πατούν στη γη τα πόδια μου. Όσο πατούν στη γη τα πόδια μου. Θα σ' αγαπάω. Und schau, das ist der Höhepunkt. Das ist der Ausblick von unserem Balkon, wo wir oft unsere Reisetagebücher geschrieben haben. Und jetzt macht man einen kleinen Rundgang durch die Hotelanlage. Το παρελθόν μου μη ρωτάς, είναι πληγή για μένα. Είναι θλιμμένες Κυριακές και βραδιά πονεμένα. Το παρελθόν μου μη ρωτάς, μη μου ξυπνάς το πόνο. Ότι με πάθος αγαπώ, με δάκρυ το πληρώνω. Της καρδιάς τα μυστικά τα πληρώνεις τελικά. Die lassen sich das da reservieren, das hätten wir auch machen können. Της καρδιάς τα μυστικά τα πληρώνεις τελικά. Άκρη μάτια μου γλυκά δεν έχει ο πόνος. Με γυρίζεις πίσω, μη μου ανάβεις τη φωτιά που προσπαθώ να σβήσω. Το παρελθόν μου μη ρωτάς.
ξυπνά στο πόνο, ότι με πάθος αγαπώ, με δάκρυ το πληρώνω. Es ist wahnsinnig heiß hier, wir haben eine Hitzewelle und das Einzige, was man gegen diese Hitze wirklich machen kann, das wirst du gleich sehen. Sportlich. Nikiti ist eine Kleinstadt und der Verwaltungssitz der Gemeinde Sitonia. Auf der Halbinsel Chalkidike in der griechischen Region Zentralmazedonien und liegt ca. 110 Kilometer südöstlich der Stadt Thessaloniki. Ja, also die Stadt die hat knapp über 2700 Einwohner und besteht aus 2 Ortsteilen. Die Altstadt, und die schauen wir uns gleich genauer an, die liegt auf einem Hügelland einwärts, also in der Richtung da drüben. Ungefähr 2 Kilometer vom Meer entfernt. Wir befinden uns da jetzt in Old Town von Nikiti. Also wir sind hier in Nikiti. Wir gehen jetzt in der ärgsten Mittagszeit spazieren. Es ist 13 Uhr und unglaublich heiß natürlich. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist nicht die beste Idee, jetzt wirklich da in der prallen Sonne in einer Stadt spazieren zu gehen. Gescheiter war jetzt wahrscheinlich im Meer herumzuwuseln. Aber wir sind noch ein bisschen erschöpft von der Renovierung, die wir jetzt 2 Wochen hinter uns haben. Also 2 Wochen hat die Renovierung gedauert. Und wir wollen einfach nur wo sitzen, ein bisschen spazieren gehen und uns die wunderschöne Altstadt anschauen. Die haben wir schon gesehen, aber jetzt schauen wir es uns noch einmal an. Ist halt so jetzt, aber trotzdem, die Altstadt von Nikiti, die Old Town, ist auch schwitzenderweise sehr zu genießen und schaut super aus. Man wird bald auf ein Tauchen gehen, ich werde zum Pool gehen. Schaut euch das an.
taugt es schon unheimlich, dass ich dauernd nachrenne. Auch wenn es nur als Kameramann ist. Margarita y Margaro. Aschenbecher mit in Nikiti. So, jetzt kommen wir zum Zentrum von Olzan. Da sind jetzt ein paar Kaffeehäuser. Aber Vorsicht! Wer keinen großen Geldbeutel hat, sollte diese Lokale meiden. Die sind sauteuer. Für ein kleines Bier 6 €. Να πιέτη κότιαστε. Καμαρίσι μου ρίχνεις μέταξο το σκύρι. Και κλειτωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι καραβιοί. Μαργαρίτα ή Μαργαρό, βάρκουλα στο Σαρονικό. Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πέλαγο. Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πέλαγο. Also nur anstrengender geht's nimmer, oder was? Bist du gelitten? Ρίχνεις μέταξο το σκύρι. Και κλειτωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι καραβιοί. Dreimal dürft's raten, was heute für ein Tag ist. Genau. Montag. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό, τετράκι στο βοταρικό. Also jetzt sind wir ganz raufgegangen bis zur Kirche rauf und wir werden belohnt für diesen Wahnsinnsaufstieg in der Hitze mit einem tollen Blick. Also ob sie der Blick für diesen Hatsch ausgezahlt hat, das müsst ihr jetzt entscheiden. Was rede ich? Ihr seht zwar den Blick, aber jetzt habt ihr die Mühe nicht in So, wir sind heute am Freitag beim Freitagsmarkt. Und wir werden da jetzt ein bisschen herumschauen, was man am Freitagsmarkt am Freitag so zu kaufen kriegt. Also, ihr werdet es schon kapiert haben, es ist heute Freitag. Der Markt ist wirklich ein Besuch wert. Man kriegt dort alles, was das Herz begehrt. Blumen haben wir ja schon gesehen, aber dann kann man auch noch frisches Obst oder Gewürze kaufen. Με κράταγες σφιχτά, γινώσουν η βαρκούλα μου, να βγαίνω στα νυχτά, να μη φοβάμαι. Und natürlich gibt es auch jede Menge Fetzen, also Gewand zu kaufen. Und da ist die Alice in ihrem Element. Που με στέλνε στον ουρανό τις νύχτες της σιωπής, να μη λυπάμαι. In spätantiker Zeit existierte auf dem Gebiet von Nikiti eine Siedlung mit dem Namen Agios Georgios. Von dieser Siedlung ist nur mehr eine frühchristliche Basilika in Teilen noch erhalten blieben und die haben uns selbstverständlich angeschaut.
Die Basilika von Sobronios ist die älteste frühchristliche Kirche, die in der Region von Mazedonien mit speziell entworfenen Marmorstatuen und Mosaiken gefunden wurde. Erbaut wurde sie in der ersten Hälfte vom 5. Jahrhundert und sie hat eine Gesamtlänge von 48 Meter. Eine während der Ausgrabung gefundene Inschrift nennt den Namen Sobronios. Das war ein Bischof, der zu der Zeit gelebt hat. Deshalb wird die Kirche die Basilika von Sobronios genannt. Ja, Tauchen in griechischen Gewässern kann man sicher nicht mit dem Unterwasserleben vom Roten Meer oder gar den Malediven vergleichen. Aber trotzdem gibt es ein paar sehr interessante Platzeln zu entdecken. Ich muss aber zugeben, ich hab's nicht gefunden. Ja, meine lieben verehrten Zuschauer, ich möchte jetzt gleich ein bisschen was über die Griechen selbst erzählen.
In Griechenland wird ja Mülltrennung ganz groß geschrieben und anhand von ein paar Beispielen möchte ich euch das jetzt präsentieren. Also der Restmüll, der wird einmal in großen Kübeln, in großen Mistkübeln entsorgt. Papierln und Zigaretten findet man dann am Fußboden, also auf Parkplätzen. Plastiksackeln werden dann in der Städten entsorgt. Also Mülltrennung auf griechische Art. So, grüß euch. Nachdem wir uns heute jetzt auf der Beach ärgern haben müssen, weil ein paar rücksichtslose Griechen glaubt haben, sie können sich bei uns auf den Schoß setzen, anstatt einen Sicherheitsabstand einzuhalten, haben wir unsere Sachen gebracht und sind abgewascht. Und wohin sind wir abgewascht? Nach Partenonas. Das ist ein wunderschönes Bergdorf, oben in den Bergen, deswegen ist es ja ein Bergdorf. Und damit man keinen Hitzeschlag kriegen bei dieser Wahnsinnshitze und der Hitzewelle, die es jetzt da in Griechenland hat, sind wir nicht zu Fuß aufgekatscht, sondern wir sind mit unserem Auto aufgefahren, das wir gemietet haben. Weil wir wollen ja keinen Hitzekollaps kriegen. Und jetzt schauen wir uns das Dorf an. Der einst große Ort verlor ab 1922 zunehmend Einwohner an das neu gegründete Neos Marmaras. 1970 war es dann soweit und der letzte Einwohner ist dann auch abgewascht. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, aber dann haben sie wieder so ein paar gestopfte Griechen im Ort niedergelassen und eine Reihe von Gebäuden im traditionellen nordgriechischen Baustil restauriert. Λέμε μια πληγή σαν κλείσει, το σημαδί της θα αφήσει, χαραγμένο πάνω στη καρδιά. Vom Dorf aus hat man einen grandiosen Blick über den Toronischen Golf mit der kleinen Insel Kelifos. Θα ξανανοίξει, κόκκινα να βάψει τα όνειρα σου. Am dritten Finger befindet sich der Berg Athos. Ja, das ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem Status. Die 20 Großklöster dort, die sind Teil des UNESCO-Welterbes. Überall in Chalkidike werden dann Schiffstouren angeboten, damit man sich die Klöster zumindest vom Meer aus anschauen kann. Denn das Betreten der Halbinsel ist für Nichtmönche verboten. Oder zumindest kriegst du urschwer Zutritt dorthin. So Wahnsinn, echt wahr. Mit diesem Piratenschiff sind wir dann zum Athosberg aufgebrochen. Aber mit den vielen Touristen an Bord ist nicht wirklich ein Seeräuber-Feeling aufgekommen. Wir sind jetzt auf dem Piratenschiff auf der Fahrt nach Athos und ich bin schon sehr gespannt. Zwar durfte auf diesem Piratenschiff auch ein echter Pirat nicht fehlen, und der hat die Touristen aber tatsächlich auch ausgenommen. Die haben dann irrsinnig viel Geld für die Fotos blechen müssen.
Aber es haben sie nicht nur Schauspieler in Szene gesetzt. Da haben wir zum Beispiel eine vermeintliche Influencerin, die nur Augen für ihr Handy gehabt hat. Die hat sich viel mehr um ihre Likes und um ihre Follower gekümmert, als um ihren eigenen Sohn. Und jetzt schauen wir uns die Klöster genauer an. Also um genau zu sein, aus der Ferne, weil sehr nah kommt man mit dem Schiff ja nicht an die Halbinsel heran. Ja, ich weiß. Die Musik als Untermalung zu den Athos-Klöstern ist sehr traurig. Aber das ist doch passend. Wie traurig muss denn ein Leben so ganz ohne Frauen sein? Denn das schöne Geschlecht hat keinen Zutritt zu dieser Mönchsrepublik. Das geht sogar so weit, dass nicht einmal weibliche Tiere dort erwünscht sind. Na, glücklicherweise gilt es erst ab einer Größe von Hunden. Denn wie die Mönche weibliche Gößen von der Insel vertreiben, das hat mich schon sehr interessieren. Meine lieben Freunde, wir befinden uns hier in Arnea. Das ist ein wunderhübscher Ort mitten in der Pampa. Nicht auf einen der drei Finger, sondern eher also am Land und weit weg vom Meer. Deswegen wenig Touristen hier. Aber die Häuser, die sind wunderbar und wunderschön. Schaut sich das an. Arnea hat ein bisschen mehr als 2000 Einwohner und liegt ca. 90 Kilometer südöstlich von Thessaloniki. Beim griechischen Unabhängigkeitskrieg von 1821 bis 1829, na, bin ich gescheit? Ja, da haben sie die Griechen und die Türken ganz schön die Schädel reingehauen und von der Stadt ist fast nichts mehr überblieben. Aber im ersten Balkankrieg im November von 1912
haben dann die Griechen die Stadt endgültig erobert. Μες στη ματιά μου η μορφή σου θα πλανιέται. Όσο υπάρχω κι όσο ζω κι εσύ θα ζεις. Είσαι το παράπονο στα μάτια μου. Είσαι ο κρυφός μου στεναγμός. Κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω, τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός. Είσαι μια πληγή που δεν γιατρεύεται. Είσαι ο πρώτος μου ο χωρισμός. Κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω, τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός. Πως δεν θα το μετανιώσω στοίχημα. Έβαλα τη ζωή μου αλλού να δώσω. Μίσησα ότι αγαπούσα ξαφνικά. Τέλειωσες είπα, μα με πρόδωσε η καρδιά. Komm, jetzt sei ein bisschen finster, schau. Ja? Aber ich habe nichts zum Fressen für ihn. Hast du das schon? Ja, ja. Gut. Fertig sind wir. Gut gemacht haben wir es. Ja. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημειώσατε διπλό. Κι ας χαθώ, δεν μπορώ, μ' αρρωστή καρδιά να ζω. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημειώσατε διπλό. Σβήστο χτες κι ό,τι θες, αφού μόνο εσύ με καις. Έδωσες αφορμές κι ήθελα να σε πληγώσω. Τις πληγές που ανοίξες να σου τις ανταποδώσω. Σε στείλα να φύγεις από μένα μακριά. Τέλειωσες είπα, μα με πρόδωσε η καρδιά. Κλαίει, σπάει, λιώνει, με παρακαλάει. Το όνομα σου συλλαβήσει όταν χτυπάει. Να γυρίσεις ανεφόρον μου ζητάει. Με τρελαίνει κι άκρη δεν μπορώ να βρω. Σε μισώ, σ' αγαπώ. Die Stadt ist zu Wohlstand gekommen, weil man dort Silbererz abgebaut hat. Jetzt ist berühmt für die Teppichweberei, insbesondere seine Flocati. Das kann man sich im kleinen Folklore-Museum anschauen. Mir hat das aber nicht interessiert. Ich hab nämlich einen Parkettboden daheim. Jammers. In einem guten Kaffeehaus kriegt man eine Flasche Wasser gratis. Gönn's Herr Querfeld. Gratis Wasser. Danke. Na, jeder von euch kennt doch sicher den berühmten Menschen Aristoteles. Also ich kenne ihn auch. Gut, nicht persönlich, aber ich wandle jetzt mit meiner Alice auf den Spuren von Aristoteles. Wir befinden uns da nämlich in der antiken Stadt
Stagira. Und dort ist Aristoteles aufgewachsen. Dort ist er wahrscheinlich zum ersten Mal ins Meer gesprungen, hat mit den Fischen gespielt. Also Aristoteles war ein großer Denker, aber er hat auch wirklich eine sehr schöne Aussicht von seiner Stadt aufs Meer gehabt. Und ich bin ja echt ziemlich begeistert von dieser Ausgrabungsstätte. Und auch der Gedanke, dass Aristoteles hier gelebt hat oder hier geboren worden ist, ist schon relativ aufregend. Ja, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Also dann, viel Spaß in Stagira. Stagira war eine antike Stadt an der Ostküste. Ihre Reste liegen am Rand des heutigen Ortes Olympiada. Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν και νόμιζα πως θα με ανουρίσουν με τα τραγούδια της ψυχής και την αλήθεια. Gegründet wurde die Stadt um 655 v. Chr. von ionischen Siedlern aus Andros. Im 4. Jahrhundert vor Christi wurde sie dann weitgehend zerstört. Aber der Aristoteles, der hat seinen Spätzl dem Alexander dem Großen, von dem er der Lehrer war, überreden können, die Stadt wieder aufzubauen. Όμως δεν μ' άφηναν να ανοίξω τα φτερά μου. Κατάλαβα στα 20 πριν φτάσω, εμένα να κερδίσω πριν με χάσω. Κι έτσι πριν γίνω ένα πιόνι στη σκανιέρα, έγινα ελεύθερος εγώ σαν τον αέρα. Άλλα μου τάξανε πολύ κι άλλα μου δώσανε. Aristoteles war ein großer Denker, aber man kann auch leicht gut denken, wenn man so eine Kulisse hat. Ό,τι αγάπησα πολύ μου το στερήσανε, μα δεν μου πήραν την ψυχή, δεν με νίκησανε. Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν, στη φυλακή τους θέλα να με κλείσουν. Θέλα να γίνω το χαμένο ειδωλό τους, λίγο καλύτερος από τον εαυτό τους. Περνούσανε τα χρόνια μα δεν ζούσα, να βρω τον εαυτό μου προσπαθούσα. Κι έτσι πριν φτάσω στα 30 και σαλτάρω, είπα στα χέρια τη ζωή μου εγώ να πάρω. Άλλα μου τάξανε πολύ κι άλλα μου δώσανε, όμως με κάναν δυνατό κι ας με πληγώσανε. Ό,τι αγάπησα πολύ μου το στερήσανε, μα δεν μου πήραν την ψυχή, δεν με νίκησανε. Άλλα μου τάξανε πολύ κι άλλα μου δώσανε. Unser absoluter Lieblingsstrand auf Sidonia, das war Calamizi. Und da waren wir nicht die Einzigen, das kennt mir gleich an. Warum das unser Favorit war? Na, erstens einmal ist der Name leicht zu merken.
Karl, sagt, das mache ich schon selber, wenn mich meine Alice nicht täglich pflegen tät. Aber um auf das näher einzugehen, da fehlt uns wirklich die Zeit. Aber das erkläre ich einmal in einem eigenen Beauty-Kanal. Also wenn ihr Schönheitstipps von mir sehen wollt, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare rein, ja? Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann lasst es einfach bleiben. Ja, aber ich schweife schon wieder ab, das ist ein Wahnsinn mit mir. Also Karl und Mitzi hat mein Urstrumpf dann geheißen. Also das war mal der erste Grund, warum wir so gern dort waren. Aber natürlich auch, weil es so schön ist und weil das Essen so gut ist. Aber schaut sich das doch selber an. Viel Spaß! Wir befinden uns da jetzt am Strand von Kalamitzi. Wir sind da jetzt ein bisschen über den Hügel geklettert, um in die andere Bucht rüber zu schauen, und ich muss sagen, es ist ein Wahnsinn. Schaut sich das einfach selber an und macht sich ein Büdel davon. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωής χαμένης σημάδια να μετράς. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις, πως είναι όταν χάνεις αυτόν που αγαπάς. Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, είμαι εκείνος που ζητάς. Είμαι αυτός που αν θυμάσαι του είχες πει πως αγαπάς. Δεν με μπερδεύεις με κανένα, έτσι με έκανες εσύ. Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, ήμουνα όλη σου η ζωή. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή χαμένης, σημάδια να μετράς. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι όταν μένεις χωρίς ζωή και αγάπη, βοήθεια να ζητάς. Κοίτα με και πες μου, δικαιολογία βρες μου, αν πρέπει αν αξίζω που τώρα με ξεχνάς. Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, είμαι εκείνος που ζητάς. Είμαι αυτός που αν θυμάσαι του είχες πει πως αγαπάς. Δεν με μπερδεύεις με κανένα, έτσι με έκανες εσύ. Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, ήμουνα όλη σου η ζωή. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή χαμένης, σημάδια να μετράς. Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, είμαι εκείνος που ζητάς. Είμαι αυτός που αν θυμάσαι του είχες πει πως αγαπάς. Δεν με μπερδεύεις με κανένα, έτσι με έκανες εσύ. Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, ήμουνα όλη σου η ζωή. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή χαμένης, σημάδια να μετράς.
mit diesem Gewitter nehmen wir nun Abschied von Chalkidike. Nehmen Abschied von Nikiti. Abschied vom Strand und seinen Strandschönheiten. Χωρίς ονόματα και λόγια ας προχωρήσουμε κι ας γνωριζόμαστε μονάχα λίγες ώρες. Θέλω τα μάτια μας απόψε να μιλήσουμε κι ούτε την πόρτα του σπιτιού μας να μην κλείσουμε. Δε με νοιάζει ποια ήσουνα, δε με νοιάζει. Kalenichter! So, das war's dann wieder mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns sicher. Essen ist fertig! Essen ist fertig! Mahlzeit! Und wer erkannt hat, dass ich das Kopftuch gewechselt habe, der hat gewonnen. Und zwar eine Gratis-Version von diesem Film. Der Gewinner